SRF Kids Hörspiel. SRF Kids Hörspiel. Dein Podcast. Hey, da bin ich wieder. Erinnerst du dich? Der größte Detektiv von Amerika. Okay, das war ich damals mit 12 Jahren noch nicht ganz, aber ich habe fest daran geglaubt, dass ich's werde. Immerhin hatte ich schon den 2 reichsten Leuten von Kidsburg bei ihren Problemen geholfen. Mein neuester Fall startet natürlich wieder auf dem Dach von Potters Kinderheim. Dort steht mein Thron. Also meine Mülltonne. Also, ach egal, lass uns einfach anfangen. Was? Mein Name? Aber den weißt du doch. Ich bin Pinky. Ganz blau? Es war Oktober in Kidsburg. Der Wind pfiff über das Flachdach von Potters Waisenhaus. Und trotzdem war es mein liebster Platz. Mein Rückzugsort. Dort, wo ich träumte. Ja, oder doch eher rot. Ich könnte auch... Naja, wenn man mich träumen lässt. Hände hoch oder ich schieße! Oh Mann! Mann, ey, Monster, spinnst du? Also manchmal können beste Freunde echt nervig sein. Oh Mann, die ganze Farbe. Uiuiui. So eine Sauerei. Mann. Na, und du willst ein Meisterdetektiv sein, wenn sich jeder 12-jährige Junge an dich ranschleichen kann? Oh Mann, hast du wieder geträumt? Hm? Was war's denn diesmal? Oh, Pinky, der größte Astronaut. Oder Pinky, der weltbeste Jazz-Trompeter. Oder warst du diesmal Pinky, der König von Hawaii? Mann, halt's Maul. Ich hab nur nachgedacht, ob ich das Ding ganz blau oder ganz rot streiche. Warum überhaupt streichen? Ich finde die Tonne prima so bunt. Weil ich nicht will, dass sie bei Regen und Schnee verrostet. Das ist schließlich das Einzige, was ich besitze. Ach, und was ist mit der Maiskolbenpfeife? Und dem Matchbox-Auto? Und dem Taschenmesser? Monster und ich lebten im Waisenhaus. Und unsere Besitztümer waren, na, ich sag mal, überschaubar. Und das meiste davon schon ziemlich angegammelt. Hör doch auf. Die Pfeife ist so ausgebrannt, dass man sie kaum noch als Friedenspfeife beim Spielen gebrauchen kann. Und beim Matchbox-Auto fehlt ein Rad. Ja, und das Taschenmesser hat nur eine Klinge. Und die ist stumpf. Die Mülltonne ist alles, was ich habe. Du vergisst den Affen und die Giraffe im Zoo. Die sind doch eigentlich auch so gut wie deine, oder? Oder? Ja, okay, die Tiere waren wirklich so gut wie meins. Immerhin wurden sie dem Zoo nur gespendet, weil ich sie als Bezahlung für meine Detektivdienste gefordert hatte. Geld konnte ich nicht nehmen, denn Potter, der Skunk, also das Stinktier, so nannten wir unseren Waisenhausleiter, also der würde jeden Penny, den er bei mir fand, sofort in die eigene Tasche stecken. Aber Tiere im Kidsburger Zoo, davon konnte er nichts wissen. Und ich hatte meinen Spaß, jedes Mal, wenn ich sie besuchen ging. Dumm nur, dass Monster mir meine Erfolge als Retter der reichen Leute nicht so richtig glaubte. Mann. Also wenn's fürs Rumspringen Geld gäbe, wärst du längst Millionär. Ja, und du, wenn man dich fürs Fressen bezahlen würde? Monster aß unglaublich gern. Und unglaublich viel. Oh, apropos Fressen. Die 2 Birnen habe ich der Blindschleiche, sorry, der ehrenwerten Frau Potter geklaut. Magst du? Aber ja, gerne. Eine geklaute Birne? Das war ein akzeptables Friedensangebot. Das Frühstück bei Potters war erbärmlich. Also setzten wir uns auf den Schornstein, ließen die Beine baumeln und kauten. Plötzlich sagte Monster, Rot-weiß gestreift. Was? Die Birne? Nee, du Blitzmerker. Die Mülltonne. Rot-weiß gestreift. Und in der Ecke ein blaues Feld mit Sternen. Oh, die amerikanische Flagge. Ja. Na klar. Eine Mülltonne als Sternenbanner. Der amerikanische Traum. Oh, kannst sie dann zu einer Kunstausstellung schicken.
Ich habe gehört, es gibt Leute, die für sowas ein Vermögen bezahlen. Verrat mir lieber, wo wir etwas Kohle herbekommen. Ich bin völlig abgebrannt. Monster schlug sich mit der Hand vor die Stirn. Mann, ich bin so blöd. Das habe ich ganz vergessen. Unten auf der Straße steht so eine Flasche, die will dich sprechen. Eine Flasche? So ein Hemd, ein Waschlappen, ein Dude, ein Mann halt. Ach so. Ich habe gesagt, ich suche dich. Hey, der sieht so aus, als könntest du bei dem leicht einen halben Dollar locker machen. Ein halber Dollar? Das waren umgerechnet ungefähr 5 Stutz. Nicht schlecht also. Geh doch mal runter. Warum? Ja, wenn er mich sprechen will, soll er hochkommen. Pinky, der große Detektiv, ist ja nicht irgendwer. Sag ihm das. Oh. Ei, ei. Captain, Sir. Wird gemacht. Monster verschwand. Wenig später kehrte er zurück. Und mit ihm ein angestrengtes Schnaufen. Er sitzt hinter dem Schornstein. Einfach geradeaus weitergehen. Oh, geht's da tief runter? Und ich bin nicht schwindelfrei. Am besten nicht runterschauen. Halten Sie sich einfach am Schornstein fest. Die Flasche erwies sich als ältlicher Mann in einem teuren Anzug, dem der Aufstieg aufs Dach sichtlich schwer gefallen war. Er wischte sich die Schweißtropfen von der Stirn mit einem Taschentuch, das allein mindestens 10 Dollar gekostet haben muss. Bist du Pinky? Ich muss mit dir sprechen. Legen Sie los. Allein. Monster, verschwinde. Was? Ja, nun mach schon. Ei, ei, Captain. Sir. Die Flasche schaute sich misstrauisch um. Bist du sicher, dass wir hier allein sind? Hier hoch kommt niemand, dem ich es nicht erlaube. Also, was wollen Sie? Mr. Morgan will dich sehen. Der alte Morgan, der schon wieder. Er hat gesagt, wenn es Schwierigkeiten gibt, soll ich dich unter einem Vorwand bei Potter loseisen. Es wäre ihm aber lieber, wenn niemand etwas erfährt. Kannst du das einrichten? Könnte ich schon. Aber Aber was? warum sollte ich? Mr. Morgan will dich sehen. Die Flasche sagte das so, als verkünde er einen Befehl des Präsidenten der USA. Er wusste offensichtlich nicht, dass ich mir geschworen hatte, dem Geizkragen Morgan nie wieder bei einem seiner Probleme zu helfen. Ich will Mr. Morgan aber nicht sehen. Ach, nun mach keinen Ärger, Junge. Ich schaute mir die Flasche genauer an. Er sah so aus, als würde er eher Ärger bekommen, wenn er mich nicht bei Morgan anschleppte. Na gut, dachte ich. Geld stinkt nicht. Also das Mindesthonorar ist $1. Einverstanden. Hier. Und $2 fürs Schweigen. Die Detektei dankt. Wann kannst du am besten weg? Jetzt gleich? Heute Nachmittag um 3. Ich warte am Lincoln-Denkmal. Gut. Dann hole ich dich dort mit dem Auto ab und bring dich zu Morgan. Sag mal, gibt's hier keinen einfacheren Weg runter vom Dach? Nö. Einfach nicht nach unten schauen. Und immer am Schornstein festhalten. Der Mann war kaum vom Dach verschwunden, als... Habe ich richtig gehört? Morgan? Monster. Du hast gelauscht? Der Morgan? Ja. Der reichste Mann der Stadt? Ja. Sag mal, deine Geschichten. Hast du damals etwa wirklich die Söhne von Morgan, die sich ums Erbe streiten? Ja. Und das Gespenst von dem alten Ashton? Ja. Also, hast du damals wirklich dafür den Affen und die Giraffe? Ja. Hier. $1. Schweigegeld. Wo diese Scheinchen herkommen, gibt's sicher noch viel mehr. Was will denn Morgan von dir? Ja, das erfahren wir heute Nachmittag. Also, das erfahre ich heute Nachmittag. Meine Klienten bezahlen mich ja vor allem für meine Verschwiegenheit. Oh Mann, lass dich bloß nicht so auf. Klienten? Pinky hat Klienten. Klienten! Klienten! Jetzt sei doch ruhig! Mann, hat's dir etwa nicht im Zirkus gefallen? Hm? War mit Morgans Geld bezahlt. Und das Eis? Jeden Tag? Vom alten Ashton bezahlt. Eis allein macht nicht glücklich. Ja,
sieh zu, dass du dem alten Geizhals mal was Richtiges zu essen abknüpfen kannst. Hör zu, Monster. Du weißt entschieden zu viel. Ich muss sicher sein, dass du nicht quatscht. Mach ich sicher nicht. Dann schwör's. Okay? Diese erhobene Hand soll mir verdorren. Frösche und Schlangen sollen jede Nacht in mein Bett kriechen. Und der Blitz soll mich treffen. Oh, und ich soll mich nie wieder satt essen können. Und ich soll mich nie wieder satt essen können. Mein Leben lang, wenn ich nur ein einziges Mal ein Geheimnis von Pinky verrate. Das schwöre und gelobe ich. Sehr gut. Dann bist du nun mein erster offizieller Detektivassistent. Yeah. High five. Pinky, da bist du ja. Morgan begrüßte mich, als wär's die größte Freude seines Lebens, einen halbwüchsigen Bengel aus Potters Waisenhaus in seinem Privatbüro begrüßen zu können. Willst du auch einen Cognac? Ein guter französischer Tropfen. Danke. Im Dienst trinke ich nie. In Wahrheit hätte ich sowas schon ganz gerne mal probiert. Aber was, wenn ich schon von einem kleinen Schluck betrunken wäre? Wenn man's mit Morgan zu tun hatte, musste man einen klaren Kopf behalten. Aber eine Cola würde ich nehmen. Hier. Du wolltest nicht kommen. Warum? Ich habe mir geschworen, nie wieder für Sie zu arbeiten. Schade. Richtig geschworen? Ich meine, so mit Kreuz und Blut und allem drumherum? Mhm. Aha. Aber trotzdem bist du gekommen. Du bist neugierig, nicht wahr? Jetzt reden Sie nicht drum herum. Was haben Sie für Probleme? Du sprichst schon wie ein richtiger Boss. Hast wohl deine Detektivagentur schon eröffnet, was? Wie gehen die Geschäfte? Naja, besser als Ihre nehme ich an, sonst hätten Sie mich kaum rufen lassen, hm? Das saß. Hast recht. Wozu drumherum reden? Ich kann mal wieder deine Hilfe gebrauchen. In meinem größten Warenhaus wird gestohlen. Ja und? Das ist doch nichts Neues. Weiß ich. Diese kleinen Diebstähle kosten mich nichts. Wenn Oma Erna ein Stückchen Lavendelseife mitgehen lässt oder ein Lausebengel wie du eine Cola klaut, diese kleinen Verluste sind schon in die Preise einkalkuliert. Aber hier geht es um größere Beträge. Mhm. Bitte berichten Sie. Und das tat Morgan. Er erzählte mir, wie er die Sicherheitsmaßnahmen erhöht hatte, als die Diebstähle begannen. Also mehr Spiegel, mehr Überwachungskameras, sodass jeder Winkel überschaubar ist. Dann habe ich durchsichtige Spiegel installiert. So können wir unsere eigenen Leute, also die Verkäuferinnen und Hausdetektive, unbemerkt beobachten. Mit den teuersten Alarmanlagen, die es auf dem Markt gab, sicherte er die besonders wertvollen Waren. Überwachungssystem aktiviert. Außerdem streiften 2 Detektive den ganzen Tag durchs Kaufhaus und beobachteten die Kunden. Und an jedem der 3 Ausgänge steht noch mal einer. Abends werden die Tore mit schweren Gittern geschlossen und mit Lichtschranken gesichert, die sofort Alarm auslösen, wenn einer in die Nähe kommt. Und ein Wachmann kontrolliert jede Stunde die Türen. Wow, nicht schlecht. Aber es hilft nichts. Die Sachen verschwinden weiter. Die Türen sind jeden Morgen verschlossen, auch Fenster und Luftschächte, und tagsüber ist niemandem etwas Verdächtiges aufgefallen. Wie wär's mit einer Falle für die Diebe? Haben wir gemacht. Wir haben eine Menge extrem teuren Schmuck ausgelegt und die Polizei hat sich 8 Nächte lang im Warenhaus versteckt. Nichts. Ein andermal haben wir das gesamte Außengelände, alle Türen, Fenster, Öffnungen mit Kameras überwacht, 2 Wochen lang. Wieder nichts. Aber kaum waren die Kameras abgebaut, waren die Diebe wieder da. Diesmal in der Uhrenabteilung. Ja, aber was wird denn gestohlen? Alles. Wahllos. Kühlschränke, Parfum, Teppiche, Schmuck, aber auch Whisky, teure Konserven. Mal ein Stück, mal eine ganze Wagenladung. Es scheint kein System dahinter zu stecken. Das ist das System. Was sagst du? Ach, das müssen Sie nicht wissen. Ich nahm schnell einen Schluck Cola. Ich hätte Morgan das gar nicht erklären können. Ich habe das mit dem System nur gesagt, um überhaupt irgendetwas zu sagen.
Und Sie haben wirklich keinen Verdacht? Ich verdächtige alle. Wahrscheinlich steckt jemand von den Verkäufern mit drin. Deshalb bin ich ja auf dich gekommen. Dich kennt dort niemand. Und niemand wird etwas von dir erfahren. Ich selbst werde dich abends im Kaufhaus einschließen und früh wieder rausholen. Und wenn du dich tagsüber umsehen willst, dann bist du eben einfach ein Kunde. Ein Kunde ohne Geld? Ja, du bekommst $2 von mir, dafür kannst du dann einkaufen. 10. 3, 11. 4, 12. 5. Das ist mein letztes Angebot. Warum schreien Sie denn so? Also $5 zum Einkaufen und $20 in Münzen. Ich denke, du nimmst kein Geld. Nennen Sie das Geld? Eine Handvoll Münzen? Die kann ich schon irgendwie verstecken. Und wenn Potter es findet, sage ich, ich hätte es mir in den Herbstferien mit Gartenarbeit verdient. Du lernst schnell. Wenn man öfter mit Leuten wie Ihnen zu tun hat, bleibt das nicht aus. Und was ist, wenn ich den Fall löse? Bekomme ich dann einen Elefanten für den Tierpark? Ein Elefant war mein größter Traum. Aber leider schüttelte Morgan heftig den Kopf. Ich kann Elefanten nicht ausstehen. Vielleicht ein Känguru. Kängurus kann ich gut leiden. Sie halten mich wohl für völlig vertrottelt. Ich weiß, was ein Känguru kostet. Ich hatte keine Ahnung. Mindestens 2. Ein Pärchen. Einverstanden. Und 2 Taschenmesser. Die besten aus Ihrem Kaufhaus. Okay. Und für jeden von uns Potterkindern ein paar gefütterte Stiefel und Schlittschuhe. Morgans Gesicht lief puterrot an. Was zum Teufel? Als wohltätige Spende. Das wird Ihr Ansehen in Kidsburg noch stärken, wie Sie den armen Waisenhauskindern in der kalten Jahreszeit helfen. Alle Welt wird Sie als leuchtendes Vorbild loben. Lachen wird man über mich, wenn ich auf meine alten Tage anfange, das Geld zum Fenster hinauszuwerfen. Kein Mensch darf davon erfahren. Also, einverstanden? In 3 Teufelsnamen, ja. Kommen wir also zum letzten Punkt. Für meinen Freund Monster und mich 1 Jahr lang jeden Tag 2 Hamburger in einer Ihrer Gaststätten. Das ist zu viel. Eis könnt ihr haben von mir aus. Das konnte dem alten Geizkragen so passen. Der wusste doch ganz genau, dass wir seit der Entlarvung des Ashton-Gespenstes jeden Tag ein kostenloses Eis bekamen. Aber wer wollte im Winter Eis essen? Monster vielleicht? Ich sicher nicht. Wollen wir mal überschlagen, was es Sie kostet, wenn die Diebe noch ein paar Wochen lang Selbstbedienung in Ihrem Kaufhaus spielen? Sicher ein Vermögen. Aber gut, Sie müssen mich ja nicht engagieren. Lassen Sie sich doch jemand aus New York kommen. Ich wollte ja sowieso nicht für Sie arbeiten. Ich stand auf und trank genüsslich meinen letzten Schluck Cola aus. War nett, Sie mal wiederzusehen, Mr. Morgan. Schon gut, schon gut. Aber nur, wenn du Erfolg hast. Das heißt, wenn ich keinen habe, muss ich mir die Nächte umsonst um die Ohren schlagen? Wollen Sie mich in Versuchung bringen, jede Nacht selbst ein wenig zu stehlen? Das wirst du nicht. Du nicht. Und außerdem hole ich dich ja selbst jeden Morgen ab. Dann kontrolliere ich. Also, die $20 in Münzen bekommst du auf jeden Fall. Nun aber Schluss und schlag ein. Er hielt mir die Hand hin, Und die Taschenmesser. sagte ich noch schnell und schlug ein. Dem Stinktier Potter erzählte ich wäre über Nacht als Babysitter engagiert worden. Für $1 pro Nacht hätte er mich für ein ganzes Jahr vermietet. Und dann stand ich mit Morgan nach Ladenschluss in seinem leeren Kaufhaus, während draußen die Dunkelheit einbrach. Also, Pinky, auf jedem Verkaufstisch steht ein Telefon. Hier ist meine Telefonnummer für den Notfall. Ansonsten bist du ab jetzt auf dich allein gestellt. Und ich hoffe auf Ergebnisse. Gute Nacht. Gute Nacht. Morgan schloss die Tür von außen und nun war ich ganz allein in dem großen, finsteren Warenhaus. Und soll ich dir etwas verraten? Ich hatte richtig Angst. Bitte, großer Manitou, mach, dass ich auch allein bleibe. Die ganze Nacht. Oh Mann, ey, worauf habe ich mich da nur eingelassen? Ich gäbe sonst was drum, wenn ein Monster hier bei mir wäre. Das wurde mir jetzt erst klar. Wenn die Diebe kämen und mich bemerkten, dann würden sie wohl kaum versuchen, mein Schweigen mit einer Tüte Gummibärchen Genau. zu erkaufen. Die werden mir einfach den Hals umdrehen. So machen das Gangster. Und Ende. Dass ich nicht gleich daran gedacht hatte. Oh Mann.
Oh Mann, oh Mann. Okay, Pinky? Pinky? Hörst du? Hä? Du sprichst mit mir? Ja, ist ja sonst niemand da. Ist ja krass, das geht. Ja gut, ich höre. Eine Nacht. Wir müssen eine Nacht durchstehen. Eine Nacht. Nur eine. Das schaffen wir. Okay? Das schaffen wir. Okay. Okay. Sobald sich meine Augen an das Dämmerlicht gewöhnt hatten, sah ich mich nach einem Versteck um. Aber das Warenhaus war so übersichtlich wie nur möglich eingerichtet. Mist. Ja, vielleicht hinter einem der Ladentische? Oder hinter dem Klavier dort. Ja, aber was, wenn die Gangster genau das heute Nacht abholen wollen und ich hock dahinter? Hey, ich habe eine Idee. Klar, ich auch. Die Puppen! Im ersten Stock. Genau. Im ersten Stock, gleich bei der Rolltreppe, stand eine Gruppe von Schaufensterpuppen mit Wintersportbekleidung. Ich rannte die Treppe hinauf. Da sind sie. Auf einer Bank saß eine Puppenmutter und neben ihr ein Puppenjunge. Hey, der hat doch genau meine Größe. Ich prägte mir die Haltung des Puppenjungen genau ein. So. Wenn die Diebe im Kaufhaus arbeiteten, würde ihnen vielleicht die kleinste Veränderung auffallen. Und so. Dann zog ich mir die Kleidung des Puppenjungen an. Genau, okay. Den Anorak. So. Und die Pudelmütze. Und die Skistiefel. Oh nee, die sind so schwer und klobig. Mit denen kann ich im Notfall kaum wegrennen. Und was, wenn den Dieben auffällt, dass der Puppenjunge zu Ski-Anorak ausgebeulte Nike Air Forces trägt? Ach was, die Diebe werden ja wohl kaum auf die Füße einer Puppe schauen. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber wohin jetzt mit der nackten Puppe? Vielleicht... Ah, sehr gut. Ja, auseinanderbauen. Ja. Und die einzelnen Teile im Warenhaus verstecken. Hinter dem Verkaufstisch. Ja, und hier in eine Truhe. Und den Kopf in den Papierkorb. Oh, geschafft. Das ist ja wie im Horrorfilm. Ja, stimmt, das sieht zu gruselig aus. Wie der Kopf da aus dem Papierkorb mit toten Augen starrt. Stopf ihn tiefer hinein. Ja, okay. Ja, und noch ein bisschen verknülltes Papier obendrauf. Hier, so? Ja, so ist gut. Und jetzt neben der Puppenmutter Probe sitzen. So. Ja, so geht's. So kann ich es gut 1 Stunde oder so aushalten. Und die Taschenlampe geht hoffentlich auch. Ich versteinerte. Dann sprang ich blitzschnell zur Seite, die Taschenlampe schlagbereit in der Hand. Halt! Ich bin bewaffnet! Aber da war niemand. Ich war nur an so ein blödes Windspiel gestoßen, das neben den Puppen hing. Oh Mann, mein Herz. Hey, welcher Mensch kauft sich so einen Scheiß? Ja, war wirklich. Boah. Auf den Schreck hin brauche ich erst meine Stärkung. Der Schreck war mir derart auf den Magen geschlagen, ich musste erst mal in die Lebensmittelabteilung im Untergeschoss. Und ich sage euch, das war wie das Paradies. Oh, wow. Geräucherter Lachs, Nussschinken. Ja. Und hier Schokolade mit Trüffeln. Nee, die packe ich für Monster ein. Aber hey, Ananasmarmelade. Kaviar. Ich habe noch nie in meinem Leben Kaviar. Wie kriege ich nur die Dose auf, ohne... Mein Herz raste auf einmal wie verrückt. Jemand war im Kaufhaus. Da hinten war ein Lift gefahren. Die Diebe. Und ich schlug mir hier den Bauch mit Essen voll, anstatt auf meinem Posten zu sein. Ja, war ich denn lebensmüde? Ich musste schnell zurück zu meinem Beobachtungsposten. Wieder ein Geräusch. Diesmal hinter mir. Eine Tür. Und ich konnte mich nicht umdrehen.
Es war ein einzelner Mann. Da war ich mir ganz sicher. Und er war die Treppe hinaufgegangen. Da! Das Windspiel. Bei den Puppen. Er war genauso angestoßen wie ich. Er war also im ersten Stock. Ich kann doch nicht einfach hier sitzen bleiben zwischen Ananasmarmelade und Kaviar. Warum nicht? Weil Morgan mich sonst zur Schnecke macht. Der Dieb bedient sich und dann haut er unerkannt ab. Möglich. Ich muss hinterher. Ihn ausspionieren. Okay. Aber lass dich nicht erwischen. Hey, lass die Taschenlampe aus. Natürlich, ich bin doch nicht doof. Als erstes dort hinter dem Verkaufstisch. Ja. Hey, und jetzt zur Treppe, aber ganz leise. Mist! Du bist gegen einen Mülleimer gelaufen. Ja, ich weiß. Und jetzt weiß der andere, dass ich hier bin. Was jetzt? Nachdenken. Was würde ich an seiner Stelle machen? Beobachten. Und bei der ersten Gelegenheit das Weite suchen. Ja, und wenn er vorher über mich herfällt? Ey, er müsste wissen, dass du ein Kind bist und völlig harmlos. Dann tut er dir vielleicht nichts. Ja, ich muss ihn in Sicherheit wiegen. Ja, aber wie? Du kannst dich ja nicht hinstellen und rufen, ich bin nur ein Kind. Dann weiß er gleich, dass du weißt, dass er da ist. Ich hab da eine Idee. Wen rufst du denn jetzt an? Morgan. Komm schon. Jetzt komm schon. Oh Mist, er geht nicht ran. Furznickel. Wahrscheinlich zählt er gerade seine Moneten oder liegt in seiner Goldbadewanne. Oh. Hallo, Monster? Was machst du denn jetzt? Muss einfach mal deine Stimme hören. Ist ganz schön unheimlich hier so Mutterseelen allein. Blöde Wette, die wir da am Laufen haben. Sich in einem Kaufhaus einschließen lassen. Hey, das mache ich nicht wieder. Aber zum Glück ist die Zeit ja bald um. Ja, okay, Monster. Bis bald. Hey, clever. Extra laut gesprochen, damit der Dieb alles hören kann. Jetzt weiß er, dass nur ein Bengel rumhängt, der eine Wette am Laufen hat. Wenn ich der Dieb wäre, dann würde ich mich irgendwo verstecken und warten, bis das blöde Kind verschwindet. Ein Dieb ist ja nicht gleich ein Mörder. Außer er wird entdeckt. Aber wo verstecken? Das Kaufhaus ist riesig. Ja klar, aber der klaut ja häufig. Der hat sich sicher schon lange ein super Versteck ausgedacht. Okay, mal überlegen. Okay, er ist im ersten Stock. Genau. Da gibt's Klaviere, die Schmuckabteilung. Aber nichts, wo man sich richtig verstecken kann. Außer die Puppen! Das ist das beste Versteck. Mann, der Dieb hatte die gleiche Idee wie ich. Der sitzt jetzt ruhig da oben und stellt sich tot und wartet einfach, bis ich, also der dumme Bengel, verschwindet. Ich könnte also mal ganz unauffällig natürlich da oben vorbeischlendern und schauen, ob er wirklich Schaufensterpuppe spielt. Aber wie willst du denn erkennen, was eine Puppe ist und was ein echter Mensch? Es ist dunkel und du kannst ja nicht jede Puppe anfassen. Da riecht er sofort Lunte. Es muss ganz unauffällig sein. Ich weiß, wie ich's mache. Wie? Ein Meisterdetektiv weiß sich immer zu helfen. Als erstes Taschenlampe an. Und dann auf in den ersten Stock. Ich schlenderte an den Puppen vorbei. Mein Herz schlug mir immer noch bis zum Hals. Aber ich war mir sicher, dass der Dieb sich nicht bewegen würde. Solange er nicht befürchten musste, dass ich ihn entdeckte. Oh Mann, nie wieder mache ich so eine Wette. Aber zum Glück, die Zeit ist gleich vorbei. Während ich so laut mit mir selbst redete, um den Dieb zu beschwichtigen, ließ ich den Strahl meiner Taschenlampe durch den Raum wandern und dann, wie zufällig, leuchtete ich die Puppen an und ließ den Lichtschein über die Gesichter streifen. Da war er, der Dieb. Nicht einmal mit der Wimper zuckte er, als mein Lichtstrahl ihn traf. Gerissener Hund. Blöde Puppen. Eine so doof wie die andere. Na, ich glaube, ich rufe noch mal Monster. Ich wählte natürlich wieder die Nummer von Morgan. Und diesmal meldete der sich sofort. Pinky, bist du's? Was gibt's?
Ach, weißt du, Monster, ich wollte dir nur sagen, dass du schon mal die Hamburger holen sollst. Sonst ist die Imbissbude zu, wenn ich komme. Du hast die Wette verloren. Ich verstehe. Du hast die Diebe. Wie viele sind es denn? Ach, einer genügt mir. Ich komme sofort. In ein paar Minuten bin ich da. Mit Verstärkung. Ja, das sage ich dir, Monster. Sobald die 10 Minuten um sind, hau ich ab. Bis gleich, Pinky. Es dauerte weniger als 10 Minuten. Mit einem Mal ging im gesamten Kaufhaus das Licht an. Und Morgan stürmte zur Tür herein. Pinky? Pinky, wo bist du? Und er war nicht allein. Captain Henderson ist bei mir. Und 2 seiner Männer. Ich bin hier. Hallo, Mr. Morgan. Oh. Und hallo, Mr. Anderson, Chef der Kitzbüheler Kriminalpolizei. Ja. Also, Pinky, wo ist der Mistkerl? Ja, sehen Sie ihn denn nicht? Er steht doch genau vor Ihnen. Du willst mich wohl zum Narren halten. Hier ist niemand. Außer ein paar Schaufensterpuppen. Dann geben Sie doch mal dieser Puppe hier die Hand. Und da erwachte diese Puppe zum Leben und streckte die Hand aus. Guten Abend, Mr. Morgan. Kennen wir uns? Ich bin's. Edgar Dallas. Ha? Ihr Hausdetektiv? Mein Hausdetektiv? Ja, natürlich. Ich habe mich hier versteckt, um endlich die Diebe zu entlarven. Ach so. Pinky, du hast auf ganzer Linie versagt. Verhaftet meinen eigenen Hausdetektiv. Lässt mich Captain Henderson aus dem Bett klingeln, mitten in der Nacht. Werde dich, Bengel! Langsam, Mr. Morgan. Fassen Sie Ihrem Hausdetektiv doch mal in die Manteltasche. Also, ich muss doch sehr bitten. Mr. Morgan, solche Unterstellungen. Also, dann fass ich eben mal rein. Hey! Na, was haben wir denn hier? Aber das ist ja mein Schmuck. Hängen sogar noch schön die kleinen Preisschildchen dran. Was? Ich habe keine Ahnung, wie das in meine Taschen... Männer, abführen. Aber ich sage Ihnen, ich war das nicht. Der Bengel muss mir das in die Tasche gestopft haben, als ich... Aber nicht in die Tasche, sondern in Ihren Magen. Nämlich meine Feinde. Wenn Sie nicht halten, Sie verarschen. Bring ihn weg, Männer. Zur eigenen Sicherheit. Ich werde Sie fertig machen. Niemand betrügt einen Morgen. Ich werde Ihnen meine blutrünstigsten Anwälte auf den Hals setzen. Er ist weg, Mr. Morgan. Beruhigen Sie sich. Ich bin ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Kein Wunder, dass wir den Gangster nie fassen konnten. Niemand war so gut über alle Sicherheitsmaßnahmen und über alle Fallen informiert wie er. Und für ihn war es natürlich auch kein Problem, das Diebesgut abzutransportieren. Er hatte ja alle Schlüssel zum Kaufhaus. Ein Glück, dass er jetzt aus dem Verkehr gezogen wurde. Dank Ihres neuen Detektivs. Wie war dein Name? Pinky. Also erzähl, wie war es? Ja, also... Gebannt lauschten Morgan und Captain Henderson, als ich ihnen von meinem nächtlichen Abenteuer erzählte. Natürlich nicht von meiner Angst oder meinem Fressbesuch in der Lebensmittelabteilung, aber von meinem Beobachtungsposten, dem Auftauchen des Diebs und meinem Fake-Anruf. Sie sind ja leider nicht ans Telefon gegangen. Ich hatte Angst, dass der Dieb unerkannt entkommt. Ich musste doch wenigstens wissen, wie er aussieht. Also leuchtete ich allen Puppen ins Gesicht. Und da hat er mit den Augen geblinzelt oder die Mundwinkel verzogen. Und so hat er sich verraten. Nein. Ganz und gar nicht. Nicht mal mit einer Wimper hat er gezuckt. Eiskalt. Zum Glück, denn wenn er geglaubt hätte, sich verraten zu haben... Dann wärst du wohl nicht mehr am Leben. Das hätte leicht schief gehen können, Junge. Das hatten Sie doch mit einkalkuliert. Nicht wahr, Mr. Morgan? Dass mir was passieren könnte? Was? Aber nein, um Gottes Willen. Aber wie hast du denn nun erkannt, dass er keine Puppe war? Ja, das möchte ich auch gerne wissen. Es war doch ziemlich dunkel hier drin, nicht wahr? Ja, das war sein Pech. Wie? Oh Mann, machten die dumme Gesichter. Sie wussten es wirklich nicht. Na, in der Dunkelheit sind doch die Pupillen der Augen ganz groß. Sobald aber Licht in sie fällt, werden sie ganz klein. Menschenaugen. Bei Puppen natürlich nicht. Also habe ich allen Puppen in die Augen geleuchtet. Und nur bei einer haben sich die Pupillen verändert. Und da hatte ich ihn.
Junge, Junge. Wenn du groß bist, dann komm zu mir in die Kriminalabteilung. Solche Leute suche ich dringend. Ja, daraus wird leider nichts. Ich habe vor, Detektiv zu werden. Ja, ich glaube, du wirst wirklich mal ein großer Detektiv. Und ich glaube, ich bin es schon. Auf Wiedersehen, die Herren. Und gute Nacht. Mann, einen schöneren Abgang könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich war 10 Zentimeter größer als zu Beginn des Abends. Doch draußen auf der Straße schnitt mir morgens Limousine plötzlich den Weg ab. Pinky, stehen geblieben. Hast du nicht eine Kleinigkeit vergessen? Ich? Was denn? Die Taschenlampe in deiner Hand. Ich glaube, die gehört in mein Warenhaus. Tja, man hätte denken können, Sie würden freundlicherweise darüber hinwegsehen. Wo ich Ihnen doch Tausende von Dollar gespart habe. Hunderttausende sogar. Nicht, dass ich so eine Taschenlampe nicht verschmerzen könnte, aber du weißt doch, es ist mein Prinzip, nie einen Cent mehr als unbedingt nötig auszugeben. So long, Pinky. Morgens Rolls-Royce brauste davon und ich wusste wieder, warum ich für den alten Knittel nicht mehr arbeiten wollte. Auf Wiedersehen, Mr. Dagobert Morgan. Mr. Geizhals. Ich winke Ihnen zum Abschied mit meiner Pudelmütze. Oh, soll ich Ihnen was sagen? Die ist ja auch aus Ihrem Kaufhaus. Hören Sie! Wollen Sie die nicht auch wieder? Wieder hielt ein Auto neben mir. Aber das war diesmal ganz sicher keine Luxuslimousine. Na, ein Meisterdetektiv sollte doch nicht nachts auf der Straße rumschreien. Oh, ja. Captain Henderson. Kann ich dich nach Hause bringen? Ehrlich gesagt, sehr gern. Ich bin hundemüde. Oh. Haben Sie das eben mitbekommen? Du meinst die Sache mit der Taschenlampe? Mhm. Was erwartest du von Morgan? Du kannst froh sein, dass er dich nicht wegen Diebstahls angezeigt hat. Zuzutrauen wäre es ihm. Ja, ich bin auch froh, dass er mich nicht durchsucht hat. Du hast doch nicht etwa... Nur eine Handvoll Schokoriegel gemopst. Sie werden mich doch nicht bei der Polizei verpfeifen, oder? Einem so guten Detektiv muss man gewisse Freiheiten erlauben. Wollen Sie auch einen Riegel? Na klar. Nichts schmeckt so gut wie geklaute Schokolade. Oh. SRF Kids Hörspiel. Hat dir die Geschichte gefallen? Es gibt noch viel mehr. Abonniere jetzt den Podcast und du verpasst nie eine Geschichte. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.